E schöne gute Morgen vu Breisler im Europaparlament, gute Morgen Herr Görenz. Das Woche kommt die gute Nouvelle, dass endlich ein Durchbruch von Genas am Dossier NDICI. Das Finanzierungsinstrument von der EU-Baupolitik sozusagen. Herr Görenz, könnt ihr uns ein bisschen mehr Details über das Instrument gehen? Könnt ihr auch kurz darauf eingehen, welche Rolle dir als Deputierten an dem Dossier gespielt wird? Das ist schon gut, dass man darüber sprechen, weil wenn der zwei Schritt für und hier merkt, da weiß kein Mensch, was NDICI heißt. Das heißt am Anfang, das ist ein Operschaftsinstrument, ein Entwicklungsinstrument, andere außenpolitische Instrumente, wie zum Beispiel Promotion des Droits de l'Homme, an so vielen, die zusammengeschmolzen werden, das ist eine Fusion zwischen 9 bestehenden Instrumenten an einen einzigen. Für was das da so gemäht geht, erstens für außenpolitisch mehr als Einheit zu stehen, die Vernetzung und Verschmelzung von den verschiedenen Instrumenten erlauben eine größere Flexibilität. Es kann an ein Gesamtangebot von engem Akteur von der Europäischen Union an ein Land gehen, also hier als Palette von Möglichkeiten für zusammen zu schaffen. Das wird Neues, das bleibt, dass die Partnerschaft noch immer basiert auf dem Prinzip von der Gleichheit zwischen den zwei Partnern. Es gibt nicht ungeholt, was nicht von den zwei aggregiert ist. Die zwei machen einen Wett auf Zukunft. Die Europäische Union sieht, was sie kann bringen, als ein Entwicklungspartner sieht, was hin am Stand ist zu machen. Und dann im Ende vom Prozess muss rauskommen, dass wenn das Projekt oder das Programm durchgezogen ist, dass dann das Empfängerland auch am Stand ist, das Projekt oder das Programm selber zu assumieren. Das nennen wir am Anfang das Prinzip von der Appropriation. Müssen also die Entwicklung selber beherrschen. Und das ist am Anfang den gewaltigen Unterschied zwischen der heutigen Politik und der früheren Kolonialpolitik, die einzelne Memberstaaten gemacht haben. Früher werden Diktat, heute das der Partneriat, heute das Zusammenschaffen, heute sind zwei Partner, die sich auf gleicher Augenhöhe, wenn den Ausdruck erlaubt, beginnen. Das, was nach dabei kommt, dass ein Instrument eine Rolle hat als Anschubfinanzierung für Kooperationen und denen noch andere Partner, Memberstaaten zum Beispiel, können beteiligen. Die Kommission wird grosso modo 70 Milliarden zur Verfügung für die nächsten 7 Jahre, also rund 10 Milliarden im Jahr, plus Aide humanitaire. Wir sind also bei rund 11-12 Milliarden, die die Europäische Union an einem Jahr kann konsakrieren der Außen- und Entwicklungspolitik. Denn das machen 20% aus von der Gesamtentwicklungspolitik von der Europäischen Union. Am Vertrag von Lissabon steht dran, dass die Europäische Union soll die Politiken, Entwicklungspolitiken von den Memberstaaten an der Kommission besser koordinieren. Wenn der Lord Senegal hört, dass sie praktisch sämtliche Länder aus der Europäischen Union auch individuell, also bilateral mit dran, an die Kommission hast du. Kann also nicht sein, dass das nicht mal den aufgespart wird. Das nennen wir dann Kohärenz, Koordination. Das ist ein Imperativ, der am Vertrag dran steht. Aber wir hoffen, dass die Europäische Union es fertig bringt, die zusammenarbeit, die Koordination an das besser zusammenwirken hinkriegt. Das ist jedenfalls der Wunsch vom Parlament, von den zuständigen Kommissionen, die da mit negoziert haben. Eine dritte Herausforderung ist die, wie können wir dank dem Instrument den Multilateralismus herstellen. Multilateralismus heißt, wir akzeptieren zu pur, zu mehr, gemeinsam Vorgehen. Zum Beispiel beim Impfstoff. Ein Impfstoff gegen die Covid, den kannst du nicht gehabt, den Technikstandard können sie nicht leisten. Die Europäische Union wäre aber die erste und auch praktisch die einzige, die zusammen mit der Welthandelsorganisation, die eine multilaterale Gesellschaft ist, es hinkriegt, dass wir auch den Impfstoff an Entwicklungsländer kriegen. Die mengen, das wäre nicht notwendig. Und die mengen, wir geben nur zu Fenster rausgehen, die sollen sich so, wenn sie schon nicht Solidarität akzeptieren mit den anderen. Da sollen sie wenigstens ihren eigenen Anträge sehen, wenn wir die Entwicklungsländer nicht auch equipieren mit dem Impfstoff und dazu akzeptable Konditionen wie sie, da wird man den Kampf gegen die Covid wahrscheinlich nie gewonnen.
weil da kennt sehr wie Leiit bei Eisere aus der Immunität herauskommen. Also et ginn nimme grinn fir Solidarität zu praktizieren an de feieren Außenminister aus der Belge Louis Michel denke gesot si vous ne le faites pas par solidarité, faites-le au moins par intérêt. An wéi huet Roll an dem Dossier ausgesinn, wie hunn doch Negoziationen, wie sind déi aufgelaf? Dat war 14 Mainint knachen erbecht. Negoziatioun war schwierig, weil mir sinn hai awer an engem Machtkampf mat der Kommissionun am Conseil. Dat do ass am Fong ein Instrument, dat gëtt per Gesetz agesat. Am Ufang steht ein multiannuell, also mehrjährig Finanzplanung von der Europäischen Union. Da sind die 1800 Milliarden dran, die die Europäische Union an den nächsten Jahren, nächsten 7 Jahren kann ausgehen. Rund 1000 Milliarden für den eigentlichen Budget, an etwas mehr wie 750 Milliarden für den Plan de Relance von der Europäischen Union. Das Budget geht per Gesetz angesagt. Das heißt, der Conseil an das Europäische Parlament mussten darüber aufstimmen. Und für das Gesetz hinzukriegen, müssen die zwei, wenn sie au départ verschieden, unterschiedlich oder entgegengesetzte Standpunkte haben, stand nur auf einen Text ähnlichen. Ein Gesetz kann einen Text hören, an den Text muss gedroht gehen und akzeptiert gehen, sowohl vom Europäischen Rat oder Conseil, wie wir nennen, Conseil de l'Union, an dem Parlament. Und das ist extrem schwierig, weil jede Welt etwas zu haben. Den Conseil hat geht, dass Memberstaaten auch immer ganz stark Matschlochrecht haben an der Programmierung, das heißt an der Planung für die nächsten Jahre. Das Parlament war bislang da immer außen vor. Es geht aber noch Möglichkeit für auch da ein bisschen mehr mitzuschwätzen, was doch gut ist. Und die Kommission bleibt ein starker Partner, dem natürlich bei so einem großen Montant von an die 70 Milliarden muss empfangen geguckt gehen, so wie das für alle Exekutivgewalt der Fall ist. Engagierung enger Europäische Kommission, die mussten auch von einem Parlament brotlos. Da haben wir Kontrollrechte vom Parlament versucht auszubauen. Und ich hoffe, dass das gelingt, an nächster Zeit auch an der größten Sicht, dass da auf den Weg zu setzen, weil Programme mussten anlaufen, an da mindestens ab Juli 2021, sonst kriegen wir die Riesenerbisch, die es an den nächsten 7 Jahren auf dem Doplanger Wert nicht bewältigt. Ma dann schließen wir auf mit diesem komplexen, aber auch ganz wichtigen Thema. Wir schließen da auch 2020 auf, hier ist dem Haifu Breisel. Wir sollen nicht vielmals merci für das Nachgucken und wir hoffen, dass da gut an das neue Jahr startet. Und bis nächstes Jahr dann. Adi. Ich feiere dich.